machen. Das Katzenjammer, das könnt ihr jetzt selber entscheiden, weil wir haben gefunden, das dürfen wir euch nicht vorenthalten. Und bringen es jetzt jeden Mittwoch 20.00 live da auf Radio 15. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ist das Katzenjammer oder nicht. Und wenn ihr sagt, das ist ein Katzenjammer, dann passt wenigstens auch der Titel. Ja, Cowgirl Isas Katzenjammer live on Radio 15. Jetzt live auf Radio 15. Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15.10. Känguru Ragout und eiskaltes Waffeln, Cremespanier dazu. Ja, ihr tönt sich doch tatsächlich schon wieder an. Habt ihr noch nicht genug? Habe ich noch nicht zu viel geredet in den letzten 2-3 Wochen? Ihr seid schon wieder da bei mir gelandet in meiner neuen Sendung Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Ich habe mega Freude, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ich kann euch diese Stunde auch wieder gut unterhalten. Ich werde euch heute etwas erzählen über Hellsehen und Horoskop, Sternzeichen und all das, was uns einen Blick in die Zukunft erhaschen lässt. Und zwar werde ich gerade vorweg sagen, ich selber finde es mega geil und spannend, wenn wir irgendwie in die Zukunft schauen können. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, es gibt Leute, die können es. Es gibt aber auch genauso viele Leute, die können es nicht. Das ist also immer gefährlich. Aber in dieser Stunde werde ich euch gerne ein bisschen etwas über das erzählen. Und um ein bisschen auf den Geschmack zu kommen, habe ich euch gerade mein erstes Hörspiel, das ich letztes Jahr im YouTube veröffentlicht habe. Das heisst, wenn ihr ein bisschen etwas knistern hört, sind das immer meine Armbänder. Ich habe so 10'000 Armbänder immer bis in Ellbogen hinterher an. Wenn ihr also etwas klackern hört, sind das die. Und natürlich unterlegt ist das YouTube-Video natürlich mit Videomaterial. Aber ich möchte es euch nicht vorenthalten, ihr müsst das unbedingt hören. Und dann wisst ihr, was euch die ganze Stunde jetzt erwartet. Ich wünsche euch viel Spass mit Isas Weisheiten. Herzlich willkommen bei Cowgirl Isa Weisheiten. Ja! Heute bin ich unter die Hellseher gegangen und zwar kann ich euch mit ziemlich hohen Treffquoten Hellsehen. Genau, kann ich jetzt die Zukunft voraussagen. Und zwar, heute haben wir den 30. November, merkt euch das Datum. Und ich sage jetzt allen Singles etwas ganz Treffendes voraus. Oder das sagen wir fast treffend. Und zwar, dieses Jahr könnte es für alle Singles vielleicht noch ein bisschen schwierig werden. Die Sterne stehen nicht so gut. Kugele sagt auch, dieses Jahr könnte es knapp werden. Aber nächstes Jahr mit ziemlich hoher Trefferquote werdet ihr an irgendjemand Tolles anlaufen. Also ich sehe nächstes Jahr eine tolle Liebe für euch. Also ihr werdet sicher jemanden kennenlernen. Was daraus wird oder nicht, das schauen wir dann wieder. Dann wir denen nochmal schreiben oder anrufen. Gut, also und dann hätten wir jetzt noch eine Frage betreffend Geld. Kann ich euch auch mit ganz hoher Trefferquote sagen, es werden ziemlich gleich Forderungen auf euch zukommen. Mehr oder weniger hoch und es werden aber mehrere Forderungen sein. Also eventuell sind da vielleicht Steuern offen oder so. Krankenkasse, haben wir schon alles gezahlt? Nee. Gut. Ja, und dann, tolle Frage, Familienfrage, so ein bisschen das Private und so. Ganz, ganz toll, das wird euch noch dieses Jahr ereignen. Das wird sich noch dieses Jahr ereignen. Ihr dürft euch darauf freuen. Ihr werdet reich beschenkt. Und das schon ganz, ganz gleich. Freut euch und ich freue mich mit euch. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Isa Weisheiten.
Ja klar, ist mir ja natürlich auch bewusst, dass noch nicht Weihnachten ist, aber wenn ihr jetzt schon langsam in die Läden rausgeht, so ganz langsam stehen die ersten Schokisamichlaus in den Regalen und ihr könnt euch tatsächlich jetzt schon aufs Weihnachtsfest vorbereiten. Und was ist Weihnachten? Das ist ja eigentlich wirklich mehr oder weniger im Moment, bei den meisten so ein eine Geldfrage, oder? Weil ich meine, wir schenken einander, wir haben fast den Druck, wir müssen einander irgendetwas schenken oder so. Und danach gibt es natürlich eben die, logisch, Geldprobleme. Das ist ganz ein häufiges Problem, oder? Da gehen sie zu den Hellseher oder am Telefon läuten sie irgendjemandem an, Karten legen und so und sagen, ich habe Geldproblem, du hättest sich da vielleicht in nächster Zeit irgendetwas. Und dann wollen die das natürlich wissen. Und die am Telefon, die sagen dann so, oder? Ja, tun wir doch mal auf das Karten legen. Wollen sie das? Die machen das natürlich extra langsam, weil die wollen ja Zeit gewinnen. Die wollen ja so lange wie möglich jemanden am Telefon behalten. Oder? Darum reden die relativ langsam. Oder genau, ich mache es jetzt nicht so langsam, sonst schlafen wir ein. Gut, auf jeden Fall kommt dann am Telefon natürlich so ein bisschen, ja, ich sehe schon, dass er da im Moment ein Geldproblem hat. Klar, die Info ist ja gerade vorher gekommen, oder? Wäre ja komisch, wenn es etwas anderes wäre. Ja, ich sehe gerade, ihr habt das Loch gehabt und es werden noch weitere Ausgaben kommen. Aber ich sehe einen Anstieg, es wird auf jeden Fall viel besser werden. Gut, das ist schon mal psychologisch sehr geschickt, oder? Weil zuerst stimmt es ja mal, was der am Telefon sagt. Ist ja klar, weil der andere hat ja gesagt, das ist ja so. Und dieser bestätigt, das ist gut. Und nachher ein Zukunftsblick, also zuerst noch mal ein bisschen Angst machen, welche Ausgaben kommen. Und das stimmt ja, es kommen ja ständig Ausgaben, da geht mal etwas kaputt oder man muss sonst etwas haben. Das ist ja einfach tatsächlich der Wahrheit entsprechend, oder? Gut, und dann nachher der schöne Ausblick, eben, dass es sich wird ändern oder so, auf den hoffst du natürlich. Und das ist psychologisch sehr gut, weil wenn du natürlich das Schöne im Hinterkopf hast, dann lebt es sich auch viel leichter, oder? Und dann wartest du auf den Moment, oder? Und die Hellseher sagen immer, ja, so im nächsten halben Jahr, oder? Ich meine, da kann sich ja brutal viel tun. Und angenommen, sie hätten nicht recht, was machst du? Du läutest wieder an und am liebsten noch mal im genau Gleichen und sagst, es ist aber bis jetzt noch nichts passiert. Ne? Ist es nicht genau so? Du willst genau das Gleiche wieder am Telefon an und sagst, können Sie mir nicht noch mal legen und noch mal schauen, ob das wirklich gestimmt hat, was ihr da gesagt habt. Also, wenn wir Geldprobleme haben, ja, ist es sicher kein Geldproblem für den, der am anderen Telefon hockt. Der Kühlschrank ist leer, das Sparschwein auch. Ich habe seit Wochen kein Schnitzel mehr im Bauch. Der letzte Scheck ist weg, ich bin nicht liquid. Auf der Bank krieg ich sowieso keinen Kredit. Gestern entehrt mich auch noch meine Mutter und vor der Tür steht der Exekutor mit einem Wort. Die Lage ist fatal, da hilft nur eins: ein Banküberfall. Das Böse ist immer und überall. Das Böse ist immer und überall. Auf meinem Kopf einen Strumpf vom Palmas, steh ich vor der Bank und sage Überfall. Was mit dem Finger im Mantel statt einer Buffen. Ich kann kein Blut sehen, darum muss ich bluffen. Ich schreie Hände hoch, das ist ein Überfall. Und seid ihr nicht willig, dann gibt's ein Krawall. Eine Oma dreht sich um und sagt, junger Mann, stellen Sie sich gefälligst hinten an. Das Böse ist immer und überall. Halben Stunde bin ich endlich an der Reihe. Mein Finger ist schon steif von der blöden Warterei. Ich sag jetzt oder nie, her mit der Marie. Der Kassier schaut mich an und fragt, was haben Sie? Ich sag an Hunger und an Durst und keinen Blärer. Ich bin
bin der böse Kassenentleerer, der Kassier sagt nein. Was fällt Ihnen ein? Na gut, sag ich. Dann zahle ich halt was ein. Das Böse ist immer und überall. Das Böse ist immer und überall. The evil is always and everywhere. Das Böse ist immer und überall. So, aber bevor ihr jetzt einen Banküberfall macht, habe ich euch tatsächlich noch eine Info, warum es sich lohnt, einen Banküberfall jetzt in Angriff zu nehmen oder wenigstens zu planen. Weil, das kann ich euch jetzt auch sagen, obwohl ich gerade nicht Karten am Legen bin, es werden Forderungen auf euch zukommen, und zwar mehr oder weniger hoch. Und das sage ich mit ziemlich absoluter Trefferquote, das haben wir ja eigentlich schon im Hörspiel gehört. Es werden Forderungen sein vom Staat, es werden Steuern auf euch zukommen, ihr werdet Forderungen haben, so im flüssigen Bereich, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, was es ist. Das könnten Wasserrechnungen sein. Und etwas mit der Gesundheit hat zu tun, hat irgendjemand mit der Gesundheit Probleme bei euch. Genau, Krankenkassengelder kommen auch noch auf euch zu, also die kommen nicht auf euch zu, ihr müsst es abgeben. Genau, die Forderungen kommen alle, also unter Umständen lohnt es sich vielleicht auch schon ein bisschen einen Banküberfall zu planen, aber durchführen würden dann natürlich nicht, das ist nicht so gescheit, habe ich gemerkt in der Schweiz, das wäre nicht so nötig. Aber immerhin lohnt es sich ja mal darüber nachzudenken, wie man ein bisschen an mehr Geld kommt, und das erzähle ich euch nach dem nächsten Lied.
Auch ohne hellseherische Künste könnt ihr jetzt ganz sicher auch sagen, dass ich ein EAV-Fan bin, schon immer bin und auch immer wird sein. Ich finde die Musik einfach richtig trashig gut und sie hat so viel tiefen Hintergrund versteckt, wo man eigentlich erst hört, wenn man es 2-3 Mal hört. Gut, also ich habe euch versprochen, ich tue euch ein paar Sachen sagen, wie ihr ein bisschen Geld sparen oder an Geld ankommen. Also das sind jetzt ganz, ganz wichtige Tipps, die müsst ihr jetzt unbedingt aufschreiben, weil wenn ihr die zahlreich anwendet, dann wird einer von euch oder zwei vielleicht, wenn es jetzt 100'000 sind, was machen, wird da vielleicht Glück haben mit dem. Und wenn sie nur einen oder zwei von denen vielleicht 100'000 sind, sind es immerhin einen oder zwei, oder? Also der erste Tipp von mir ist, geht an die Börse. Ganz klar, geht an die Börse und nehmt die Aktie, die im Moment am höchsten ist. Weil mit ziemlicher Garantie werdet ihr dort ganz zuerst einmal einen Haufen Geld verlieren, wenn die geht, oder? Aber die Chance besteht, dass doch die irgendwann wieder aufsteigt und noch höher wird. Ja, also da müsst ihr euch im Fall ganz gut überlegen, weil wenn ihr schon hoch einsteigt, sind ihr ja voll oben. Also da garantiere ich euch jetzt da mal schon einen Verlust. Könnt ihr mal überlegen, ob ihr das ausprobieren wollt. Ich habe euch aber ganz sicher auch noch so einen Spartipp, der ganz gut ist. Ich würde jetzt mal behaupten, spart, wenn ihr statt 3 Autos halt vielleicht nur 2 habt, gerade so. Ihr könnt einen ganzen Haufen Geld sparen, dann müsst ihr nämlich nur eine Wechselnummer machen. Das lohnt sich nicht, wenn ihr 3 Wechselnummern macht, das ist irgendwie völlig verpflichtet. Und was ihr natürlich auch sparen könnt, ist, noch gescheiter, wenn ihr eigentlich ein Velo habt, lasst doch das in der Garage. Lasst es unbedingt in die Garage, weil ihr spart so viel mehr Zeit, wenn ihr mit dem Auto geht. Ihr seid so viel schneller und vor allem habt ihr keine Platte. Die Velo haben doch ständig irgendeine Platte. Oder also jetzt mit meinen Tipps habt ihr schon mal ganz sicher einen Haufen Zeit gespart, oder? Und die Wechselnummernschilder könnt ihr sparen, oder? Das ist wirklich verpflichtet. Und ihr habt euch Ärger gespart an der Börse, weil ich euch eigentlich jetzt schon ziemlich treffend vorausgesagt habe, wenn ihr die höchsten Aktien kauft, sind ihr auch ziemlich schon mal hoch drin. Genau, und werdet ziemlich viel Geld verlieren im ersten Moment. Gut, jetzt könnt ihr aber natürlich, der grösste Punkt, den ihr sparen könnt, ist jetzt vor allem für Männer wichtig. Und zwar, wenn ihr Single bleibt. Gut, wobei das natürlich dann auch teuer werden kann, wenn ihr irgendwelche 10 Freundinnen an jedem Finger irgendwie eine habt oder so. Entschuldigung. Oder eine ist eigentlich auch egal, macht was ihr wollt. Ja genau, also müsst ihr einfach aufpassen, Frauen kosten einfach einen Haufen Geld. Das ist definitiv so. Also, ich meine, es ist nicht gratis heute, oder? Also nicht, dass ich jetzt käuflich werde, das will ich nicht sagen. Aber es ist doch trotzdem so, dann ist Valentinstag, dann ist Weihnachten, es ist Geburtstag, es ist Muttertag, es ist Tochtertag, es ist Freundinnentag, es ist Stephaniestanztag und keine Ahnung, was es noch alles gibt. Es gibt irgendwie Hinz und Kunz und Kunzinetag und keine Ahnung, aber irgendwie an diesen Tagen will doch eine Frau gerne eine Blume haben von einem Mann. Und was muss der Mann machen? Natürlich das Portemonnaie zücken und noch immer einige Post oder noch eine Schachtel Praline dazu. Er kann ja nicht einfach auf die Wiese abzupfen, oder? Weil ich meine, erstens hat der Bauer keine Freude und zweitens will ja die Frau eine schöne Blume, weil bis der mit dieser Blume heimkommt, ist sie ja meistens verwelkt, oder? Und Praline, meistens können ja die Männer auch nicht unbedingt Praline selber backen, also ich könnte es jetzt ganz sicher auch nicht, dann gehst du sie halt posten. Ja, muss man sagen, Frauen kosten jetzt auch in diesem Rahmen sicher mal Geld. Also ich bin eine von denen, die Geld kostet, weil ich esse für mein Leben gerne Praline. Übrigens wäre mir eins schenken. Ich habe Femina am liebsten. Also dürfen Sie mir sehr gerne vor der Haustür deponieren. Ich bedanke mich dann, indem ich sehr schnell wird essen. Danke vielmals. Apropos übrigens, ich bin ja immer noch Single und ich glaube, ich werde auch immer Single bleiben. Da muss ich nicht einmal jemandem anrufen, um das zu wissen. Habe ich nach dem nächsten Lied habe ich für alle Singles auch noch ein paar Vorhersagen, die mit ziemlich grösster Sicherheit werden eintreffen. Also bleibt unbedingt dran, wenn ihr wollt wissen, wie es bei euch mit der Liebe weitergeht.
und sie war nicht mehr da. Es krucht ihre Fendi, mir tut schon als lebendig. Und der heißt der Sonne durch den wüsten Sand. Beim Barte des Propheten, jetzt nun sich abtreten, sprach er und erhob noch einmal seine Hand. Und er sah am Horizont die Fata Morgana, dann starb er im Lande der Arabier. Die Geier über ihm kriegten Inshallah endlich wieder ein Kadaver. Abracadabra, und sie war nicht mehr da. Abracadabri, und fort war sie. Ja, eben, wenn du so allein bist, die ganze Zeit, dann nachher, irgendein ist gewünscht dich dran. Also ich muss sagen, ich bin jetzt sehr gerne allein. Ich will gar niemand mehr an meiner Seite. Tatsächlich, meine Mami hat recht gehabt. Ich hätte es nie gedacht. Sie hat immer gesagt, Isa, bist doch mal ein Zeitchen allein und dann willst du gar niemand mehr. Ja, stimmt. Es stimmt im Fall voll. Aber bis vor kurzem, bis gestern, habe ich unbedingt noch jemanden wollen. Zum Beispiel, also nein, es ist wirklich so, wenn du allein bist, vor allem wenn du frisch getrennt bist und noch Herzschmerz hast, dann willst du doch am liebsten deinen Schatz wieder zurück. Oder du bist so hässig auf den, dass du am liebsten einen anderen willst. Aber du willst auf keinen Fall allein sein. Es ist doch kein Mensch gemacht zum allein sein. Oder also von dem her gesehen, ist das natürlich immer eine der grössten Fragen, wenn ihr irgendwelchen Hellseher anruft oder bei einem vorbeigeht. Oder wie geht es weiter in der Liebe? Und was sind so die typischen Antworten, die könnten kommen oder mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit werden kommen? Die sagen doch natürlich immer so ein halbes Jahr oder ein Jahr im Voraus, oder? Sagen ja so, ich sehe, es kommt jemand, du wirst nicht allein bleiben. Es kommt jemand, und zwar bis heute über ein Jahr hast du jemanden kennengelernt, wo du musst sagen, die Person interessiert dich. Das ist auch noch gäbig, wenn sie noch offen lassen, die Person. Weil ich meine, es könnte ja bei mir höchstwahrscheinlich ja schon ein Mann sein, aber es könnte ja auch eine Frau sein. Oder? Und von dem her gesehen, kann man es nachher wieder ableiten und sagen, ja, weisst du, irgendwie hast halt irgendwie eine Frau kennengelernt, die dir wichtig war. Und es war halt irgendwie eine Kollegin, die dir ans Herz gekommen ist. Oder keine Ahnung, oder machen die jetzt nicht so Bilder. Nein, sorry, ich stehe wirklich auf Mann, ich habe nichts gegen das andere. Das war jetzt wieder eine blöde Aussage von mir. Isa! Nein, was wollte ich sagen? Wir lassen es eigentlich immer schön offen, dass man so schön reininterpretieren kann, was man eigentlich gerne will. Und darum ist das eben auch so grossräumig, wenn man sagt, ein halbes Jahr oder ein Jahr, oder? Weil ich meine, wie gross ist da die Chance, dass man da tatsächlich jemanden kennenlernen könnte? Also ich meine, so in einem halben Jahr lernst du doch einfach irgendeinen Mensch kennen. Müsstest ja auf dem Mond wohnen, wenn nicht. Nein, sogar dort kommen ja mehr Menschen hin, wahrscheinlich mittlerweile. Oder Aliens, haben wir ja in den letzten Sendungen gehört. Die haben ja dort eine Mondbasis hinten dran und so. Und da ist ja regen Verkehr dort oben. Ja, mir glaubt es nicht, aber dann müsst ihr halt die anderen Sendungen hören, die ich gemacht habe. Dort habe ich euch ganz klar aufgeklärt, was auf dem Mond oben passiert. Und wenn ich es nicht gemacht habe, dann mache ich es in der nächsten Sendung. Ich muss noch mal hören, ob ich wirklich so detailliert drauf bin. Aber ich kann euch das noch genau erzählen, weil das ist eine richtige Verschwörung, die gar keine Verschwörung mehr ist, weil es ist ja tatsächlich Tatsache. Gut, aber wir sind ja jetzt wieder da, oder? In der Liebe.
Wir wollen wissen, wie es weitergeht. Wir sind jetzt eben da, das seit einem halben Jahr. Werden wir jemanden kennenlernen, der uns näher geht. Oder es kommt eben uns in unser Leben. Und mit dem haben wir nachher Mut und wir gehen wieder raus. Wir haben wieder Ausstrahlung und wir wissen, es kommt nächstens jemand. Es hilft uns auch, über unseren Liebeskummer wegzuschauen, weil wir wissen, wir sind nicht lange allein. Oder was natürlich das Beste ist, ja weisst, im anderen tut es eben auch noch weh. Der leidet auch genauso wie du. Dann tut es dir auf die einen Seite natürlich gut, weil du weisst, du bist ihm nicht gleich gewesen. Oder es gibt doch nichts Schlimmeres, wie wenn du weisst, du bist ihm gleich. Oder du bist ihm nicht gleich gewesen. Es tut ihm ja auch weh. Aber auf die andere Seite machst du doch dann genau wieder Hoffnungen, weil du weisst, es tut ihm ja auch weh. Wieso soll man sich denn trennen? Wieso sollen wir jetzt beide hocken und brüllen? Aber ist es wirklich so, oder ist das halt einfach psychologisch, taktisch eigentlich einfach gut geredet? Oder? Weil wir gehen ja davon aus, es tut ja immer beiden weh. Es ist ja egal, aus welchem Grund das miteinander ist, es tut schlussendlich gleich beiden weh, weil wir ist ein Weg zusammengegangen. Gut, also alle Singles, die jetzt da aussen sind, treffen, 100%ig bin ich ganz sicher, in eurem Leben werdet ihr jetzt noch jemanden kennenlernen, der euch ganz wichtig ist. Wie lange ihr noch vor euch habt, noch 100'000 Jahre, aber ihr werdet jemanden kennenlernen, der euch wichtig ist. Und in einem Moment, wo ihr nicht werdet daran denken, ihr werdet überrascht sein. Genau so wie beim nächsten Lied. Und zwar ist das ausnahmsweise kein EAV-Lied, sondern es ist ein Lied über Sternzeichen und Horoskop. Weil ich nachher noch ein bisschen auf die einzelnen Horoskope eingehen will, bleibt also dran, wenn ihr wissen wollt, was ein Fisch ist, was ein Stier ist oder was ein Wassermann so macht. Ich wünsche euch viel Spass mit dem nächsten Lied. Wieder sind die köpfig und ungeduldig, pflichtbewusst und mutig. So sind sie. Stiere sind stur und besitzgierig, naturverbunden und sinnlich. So sind sie. Zwillinge sind geschwätzig und neugierig, anpassungsfähig und intelligent. So sind sie. Krebse sind launenhaft und überempfindlich, häuslich und treu. Schaut zum Himmel und glaub an die Sterne. Es gibt Menschen, die haben dich gerne.
genau, das war ein Lied von mir. Ihr habt es richtig gehört und mit ziemlich hoher Trefferquote würde ich jetzt natürlich auch sagen, die DAV ist noch bei weitem besser als ich. Aber ich sage mir jetzt, ohne Karten zu legen voraus, wenn ich dranbleibe in den nächsten 120 Jahren, schaffe ich es zu einem Hit. Wobei ich muss sagen, ich bin jetzt 39 und älter als 80 möchte ich nicht werden. Also ich hoffe, dass das im ersten Drittel von diesen 120 Jahren noch wird passieren, dass ich da tatsächlich einen Hit landen kann. Genau. Also, ich habe euch versprochen, wir machen Horoskop weiter und wir kommen jetzt zu Kurzvorstellungen von den einzelnen Tier, Geviechs und Menschenwesen, was da in den Horoskopen hat. Wir hätten hier gerade als erstes den Widder. Und zwar, der Widder ist so typisch ich. Ich bin ein Widder. Ich habe am 1. April Geburtstag, eigentlich das geilste Datum, das ich mir aussuchen konnte. Am Morgen, am 4 oder am 6, ich weiss nicht mehr. Spielt ja eh keine Rolle, es war einfach gleich früh. Genau, Widder ist ein Tier, das aus der Masse rausstechen. Das sagen wir das Tier ja nicht unbedingt, aber Sternzeichen. Ein Widder aus der Masse hervorstechen und er ist ein ausgesprochener Erfolgsmensch. Das merke ich mir an, wobei der Erfolg noch ein bisschen auf sich warten lässt. Aber ich bin ein Erfolgsmensch und ich will zu etwas bringen und ich setze wirklich alles dran und ich arbeite sehr, sehr viel. Ob im Beruf oder im Bereich von seiner Wahl vom Widder. Insgesamt ist er ein recht unkomplizierter Zeitgenosse, was ich jetzt eigentlich von mir jetzt selber nicht behaupten. Ich bin natürlich, glaube ich, ziemlich kompliziert. Gut, das war jetzt mal der Widder, so typisch Widder halt. Man sieht es auch an den Hörnern an, ihr könnt ein bisschen ablesen. Ich denke, das ist nicht umsonst, dass die Geviecher da auch die Geviecher sind überhaupt. Also ein Widder, der geht eigentlich gerne mit dem Kopf durch die Wand. Das heisst, er macht wirklich alles, damit er seine Ziele auch erreichen kann. Oder der kann 10-mal den Kopf an der Wand anschlagen. Er kann 10-mal dort durch, wenn der jetzt einfach ums Verrecken durch die Wand durch will. Dann geht er mit dem Kopf immer dran. Für das hat er auch die Hörner. Man kann es ein bisschen ableiten. Und er hat ein sehr dickes Fell. Also der verträgt auch relativ viel. Wobei es ja eigentlich ein recht zierliches Tier ist. Und der Wolle, die er hat. Also eigentlich dann doch wieder sehr tiefgründig und feinfühlig. Ein Widder hat treuherzige Augen. Er ist so ein Knutsch-Kuscheltier. Viele Kinder haben ja auch so ein Plüsch-Schäfli oder Widderli daheim, wo sie ins Bett nehmen und rumknutschen. Also auch dort, es ist eigentlich ein geselliges Tier. Er ist in einer Herde und er will gern werden. Und trotzdem ist ein Widder ja dann trotzdem wieder der ein bisschen abseits von der Herde steht und schaut, dass alles mit dem Richtigen zu und her geht und einfach den Überblick über das Ganze hat. Gut, das habe ich jetzt nie abgelesen, das habe ich irgendwie auch nicht gewusst. Ich bin jetzt einfach gespannt, was ich persönlich herausinterpretieren kann und ob sich irgendjemand von euch angesprochen fühlt, weil ich erzähle jetzt einfach irgendetwas. Gut, ganz irgendetwas beim Widder stimmt jetzt schon nicht, weil ich ja selber Widder bin, kann ich es ja eigentlich nachvollziehen, dass es tatsächlich bei mir so ist. Ich liebe auch das Risiko und Gefahren, weil man sieht ja eigentlich die Schafsgetiere oder so, die hängen ja so ein bisschen auf Felsen um und gehen klettern und Bergsteigen und so. Die haben tatsächlich noch ein bisschen gerne Adrenalin, wobei sie trotzdem auch immer gerne Boden unter den Füßen haben und eine Sicherheit brauchen. Das ist jetzt so der Widder, wie ich den Widder einschätze, wie ich wahrscheinlich auch selber bin. Und darum kommen wir jetzt weiter. Jetzt sage ich ein Sternzeichen, wo ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe, ob das stimmt oder nicht. Aber einfach anhand von dem Getier Stier. Genau, wir nehmen den Stier als nächstes. Tue ich euch jetzt mal einfach Weisheiten voraussagen und ihr dürft mir nachher sagen, habe ich getroffen oder nicht. Achtung, es kommt. Achtung, Stier! Also, was sage ich über einen Stier? Ein Stier ist ein grosses, mächtiges Tier. Er strahlt eine totale Ruhe aus. Er steht ja eigentlich einfach auf der Wiese und hat alles im Überblick und die ganze Kuhherde gehört ihm. Er ist ein Genussmensch und zwar einfach wegen dem, er steht dort und er wiederkäut und wiederkäut und wiederkäut und er geniesst das Wiederkäuen. Er geniesst die Aussicht, er muss unbedingt Weitblick haben, er muss wissen, was passiert. Genussmensch muss vorausschauen und er hat aber eine zarte Seite und ich denke, der Sex ist bei einem Stier sehr wichtig und geht wahrscheinlich
wahrscheinlich auch noch wild daher. So einen Stier kann man natürlich auch mit den Hörnern anpacken, oder? Weil wenn er dann hässig wird, dann wird er auch ganz sicher Hörner zeigen. Und ich denke, er bleibt relativ lang ruhig. Aber wenn er dann kommt er also dann mit Schuss, der Stier. Da der Stier eigentlich so viel Ruhe ausstrahlt, vertreibt er wahrscheinlich Menschen nicht um sich herum, die so ganz eine hektische und nervöse Ausstrahlung haben. Also wenn man da so um einen Stier herumwuselt und so ein bisschen hipperig ist, dann hat man wahrscheinlich ziemlich schlechte Karten, weil ein Stier sieht noch schnell dann mal rot, oder? Und wahrscheinlich ist der Stier nicht ein Tier, das dann einfach Platz macht, wenn jemand anderes kommt und nervt. Nein, der Stier verteidigt seinen Platz. Also das heisst, der ist wahrscheinlich auch ein Familientier und behaltet seine Familien auch zusammen und schaut, dass da alles mit dem Rechten zu und her geht, dass da niemand Platz hat, niemand kann reindrängen und dass seine Familien einfach funktioniert. Also ich würde jetzt sagen, ein Stier ist ein richtiger Familienvater zum Beispiel, der einfach alles im Griff hat und seine Kinder und seine Frau um sich herum haben und für die natürlich auch gut schaut. Also ganz ein liebevoller Mensch. Stierfrauen, das sind dann eher so ein bisschen Mutterkühe vielleicht oder so. Das tue ich jetzt so gerade nicht auseinander. Nein, ist vielleicht gescheiter, sonst trampe ich wieder irgendwo in das Fettnäpfchen, weil ich werde euch sagen, ich tue tatsächlich nur sagen, was mir spontan einfällt zu diesen Sternzeichen, um mal schauen, ob auch ich irgendwelche hellseherische Fähigkeiten habe. Also nehmt es mir nicht übel, wenn es nicht stimmt. Ich gehe davon aus, es stimmt nicht. Hey, Boss! Was gibt's, Johnny? Die Bullen kommen! Na, lass sie rein, Johnny. Aber... Ich sagte, lass sie rein, Johnny. Okay, Boss. Ja, dann hätten wir Zwilling und zwar treten die als Zweiten auf. Das heisst, für mich sind Zwillinge eigentlich recht gesellige Menschen und sie sind natürlich eben gerne, aber auch gleich wieder einfach zu Zweiten unterwegs. Sie brauchen einfach immer jemanden, der sie ein bisschen um sich herum haben. Die sind nicht ganz gerne allein und sie sind sehr redefreudig, also die wollen natürlich ein bisschen gesprächig sein, ist ja klar. Und die haben natürlich aber auch die Eigenschaft, dass sie mal die eine Seite von sich zeigen können oder die andere Seite. Das heisst, sie haben so ein bisschen wie eine Masken, oder die können mal so sein und dann mal so sein. Ich denke, das ist wahrscheinlich der Sinn, warum es auch zwei Gesichter sind. Oder? Zwilling ist ja natürlich klar. Zwilling verfügt über einen sehr flinken Verstand, natürlich, weil er natürlich doppelte Festplatte hat, quasi sozusagen. Oder? Er ist sehr unternehmensfreudig, oder? Weil wenn du Zweite bist, dann unternimmst du ja gerne Sachen, oder? Gehst irgendwie mal ein bisschen Neues ausprobieren. Das Zweite fühlst du dich einfach viel sicherer. Ein Zwilling kann natürlich auch viel schneller reagieren, weil irgendwie so quasi der eine Zwilling von beiden, der linke, der tut eigentlich studieren, was wie wo machen und der andere Teil auf der anderen Seite das natürlich dann schon gerade sofort ausführen. Eben wie zum Beispiel ein PC, der irgendwie 2 Laufwerke hat oder keine Ahnung mehr RAM oder wie auch immer. Auf jeden Fall sollten die eigentlich recht viel schneller unterwegs sein. Ein Wassermann bewegt sich in einem anderen Element als wie wir auf der Erde. Er ist im Wasser unterwegs. Das heisst, er macht gerne etwas, das nicht die ganze Masse macht. Also, er ist auch sehr gerne unabhängig, weil im Wasser bist du ja meistens eigentlich allein am Schwimmen. Du kannst ja nicht irgendwie eine ganze Familie in der Hand haben, weil sonst gehst du ja unweigerlich unter und saufst ab. Also ein Wassermann ist sehr gerne unabhängig und trotzdem sehr feinfühlig und schaut eigentlich, dass er seinen Menschen gut tut und auf keinen Fall Schaden. Er tut eigentlich sehr, wie soll ich sagen, er ist sehr nah am Wasserboot eigentlich. Also das heisst wirklich gefühlsintensiv, wortwörtlich nah am Wasserboot ist ja ein Wassermann, oder? Also gefühlsmäßig sehr intensiv oder Tränen nah, kann man eigentlich sagen. Tränen sind auch salzig, Wassermann ist gerne im Meer. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ihr gerne einen Mann habt, der ab und zu auch mal bei einem schnulzigen Film brüllen und Gefühle rauslassen, dann ist sicher der Wassermann der Richtige an eurer Seite.
genug brüllt und Tränen vergossen. Jetzt kommen wir zum richtigen Brüllen, und zwar von einem Leu. Und zwar ist der Leu ja ein richtig stolzes Tier, das treu an der Seite von seiner Löwin ist und auf alles wieder aufpasst. Er ist ja eigentlich der Herdenoberhaupt. Und sein Herz ist ebenso gross wie sein Stolz. Also der Leu hat wirklich ein starkes Herz. Man hört es ja irgendwie schon von weitem klopfen, wie das pocht und macht. Ja genau, er ist ein Organisationstalent. Keine Ahnung, warum ich das jetzt sage, aber ich empfinde einen Leu eigentlich organisatorisch als sehr geschickt. Er muss ja eigentlich immer schauen, dass sie etwas zu fressen jagen können. Er muss schauen, wie er es jagen kann, weil es kommt ja nicht nur auf die Geschwindigkeit drauf an, weil die Viecher, die er ja jagt, sind ja zum Teil viel schneller als er selber. Also das heisst, da braucht es ja noch recht viel Taktik dahinter. Also ein Leu sehe ich als eigentlich einen guten Geschäftsführer vielleicht, oder? Der taktisch sehr gut mit seinen Mitmenschen auch umgehen kann. Auf die andere Seite ist ein Leu natürlich auch wieder sehr bequem, weil wir sehen ja ganz viele Bilder, wie er ganz träge einfach in dieser Hitze im Sand liegt und einfach die Sonne geniesst und schläft, oder? Er hat einen ganzen Haufen Fleugenscharen um sich herum, wahrscheinlich seine Mitarbeiter, die die ganze Arbeit machen, und der Leu ist am Liegen und geniesst einfach Zeit und schaut fürs Rechte. Aber das ist auch richtig so, weil genau solche braucht es, weil dann haben die anderen Arbeitsplätze. Also nicht jammern, sondern sind froh. Gibt es solche Chefs unter euch, weil dann habt ihr Lohn, ihr könnt arbeiten, sind dankbar. Wahrscheinlich braucht ein Leu dann auch Leute bei sich, die im Sternzeichen Waage geboren sind, weil das sind so ein bisschen Leute, die Waage halten und niemand verrückt machen, die immer ein bisschen probieren, Kompromiss zu schliessen und zu schauen, dass alles so ein bisschen im Gleichgewicht läuft. Das sind wahrscheinlich die idealen Sekretärinnen für einen Leu-Chef, oder? Weil der Leu-Chef, der hängt so ein bisschen sein Leu raus und sagt, was sie machen muss. Und sie probiert das nachher recht diplomatisch eigentlich alles in den Weg zu leiten und tut dann mit den anderen Mitarbeitern auch auf einem diplomatischen Weg natürlich dann kommunizieren. Ich würde jetzt mal sagen, weil ein Waage eigentlich immer das Gleichgewicht braucht, kann man eine Waage eigentlich auch nicht böse oder hart anlangen, weil so eine Waage würde natürlich gerade in Angst und Schrecken versetzt werden und davor rennen oder in Ohnmacht fallen. Also mit so Wagen muss man eigentlich auch immer ausgleichen reden können. Wahrscheinlich kann ein Waage sich auch nicht so schnell entscheiden, weil er hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, oder? Weil es muss ja alles in der Waage sein. Und bis eine Waage mal in der Waage ist, die macht immer auf und ab, links und rechts, hin und her und so. Ihr könnt euch das sicher gut vorstellen, oder? Bis diese Waage sich ausbalanciert hat und im Gleichgewicht ist, vergeht halt einfach mehr Zeit wie bei einem anderen Sternzeichen, wo sich vielleicht einfach sehr viel schneller für irgendeine Entscheidung kann hinreissen lassen. Drei ausgeflippte Pinguine hüpfen durch die Nacht. Schuld dran ist das Ecstasy, das ihnen Beine macht. Drei ausgeflippte Pinguine hüpfen hoch wie nie. Direkt durch das Diskodach. Zur nächsten Galaxie. Genau, und jetzt haben wir irgendwie wirklich gehört, dass ganz viel kann auf euch zutreffen. Also ich bin jetzt nicht sicher, aber bei meinen wirklich könnt sagen, das passt überhaupt nicht auf mich. Ich denke eher, ihr sagt, da hat es etwas drin, das könnte auf mich passen, und da hat es etwas drin, das könnte auf mich passen. Es ist halt wirklich einfach immer sehr generell gehalten, das Ganze. Und wir haben auch festgestellt, dass wir ja selber auch in die Zukunft schauen können. Also ich kann ja wirklich ganz treffende Voraussagen machen. Eine ganz treffende Voraussage ist auf jeden Fall, ihr könnt, vor allem die Singles, jetzt müsst ihr ganz gut hören, ihr könnt eine heisse Nacht in Palermo haben, und zwar mit 1000%iger Garantie, wenn ihr im Hochsommer dort hingeht. Es war in einer schwülen Sommernacht im Ristorante von Al Carbonara, dem Vater des organisierten Erbrechens. In einer Pizzeria in Palermo City kaut ein dubioser Mafioso
5 Signori weinen bei der Story und ihnen wird's ums Herz ganz schwer. Und Gino sagt zu Mira, rückt eine Lira Vierer, der Chianti ist schon wieder leer. Heiße Nächte in Palermo. Und der kleine Sizilianer fang an zum Mana. Heiße Nächte in Palermo. Und der kleine Sizilianer fang an zum Mana. Jesus, die Stunde ist um und ich habe so viel geredet. Ich bin ja gar nicht zu Ende gekommen. Wir haben noch so viele Sternzeichen, die ich noch gar nicht erzählt habe. Das heisst, es erwartet uns ein Teil 2 von meinem Cowgirl Isa Horoskop. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört den Teil 2 auch wieder. Und wenn nicht, wenn es euch nicht gefallen hat und ihr habt gleich bloß bis zum Schluss oder schaltet wieder rein, dann sind ihr halt einfach selber schuld. Und da ja diese Sendung eigentlich sowieso sehr unkonventionell ist und ich alles andere mache, als jeden anderen normalen Moderator auch würde machen, ich glaube, die langen sich regelmäßig am Kopf, wenn sie mich hören, tue ich jetzt auch das geilste Lied von dieser Sendung einfach gerade noch eine Schaben lassen, weil man kann ja nicht zweimal zu viel hören in dieser Stunde. Und zwar ist das mein eigenes Lied, das ich mit dem Gischi gemacht habe, und zwar «Sterne sagen dir». Ist ganz neu rausgekommen und da könnt ihr alle Horoskope auch gerade noch eine hören. Ich freue mich auf euch bis nächste Woche. Iha! Wieder sind die köpfig und ungeduldig, pflichtbewusst und mutig. So sind sie. Stiere sind stur und besitzgierig, naturverbunden und sinnlich. So sind sie. Zwillinge sind geschwätzig und neugierig, anpassungsfähig und intelligent. So sind sie. Krebse sind launenhaft und überempfindlich, häuslich und treu. Schaut zum Himmel und glaub an die Sterne. Es gibt Menschen, die haben dich gerne. Sterne sagen dir, wer passt zu mir? Bist du ein Krebs oder ein Stier? Sterne lügen nie. Sie sagen nur, ein Krebs ist treu, der Stier ist stur. Löwen sind eitel und egoistisch, gutmütig und ehrlich. So sind sie. Jungfrauen sind pedantische Nörgler, ordentlich und hilfsbereit. So sind sie. Wagen sind sowas von unentschlossen, charmant und gerecht. So sind sie. Skorpione sind eigensinnig und rachsüchtig, mutig und willensstark. Schau zum Himmel und glaub an die Sterne. Es gibt Menschen, die haben dich gerne. Sterne sagen dir, wer passt zu mir? Bist du ein Krebs oder ein Stier? Sterne lügen nie. Sie sagen nur, ein Krebs ist treu, der Stier ist stur. Schützen sind unbeherrscht und hektisch, reiselustig und weise. So sind sie. Steinböcke sind humorlos und streng, gewissenhaft und beständig. So sind sie. Wassermänner sind sprunghaft und unberechenbar, aufgeschlossen und gesellig. So sind sie. Fische sind unentschlossen und ängstlich, romantisch und gefühlvoll. Ja, schon immer leuchten aus der Ferne
ist stur, ein Krebs ist treu, der Stier ist stur. So, das wär's mit meinem Katzengejammer gewesen. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und habe ein bisschen Stimmung einbringen am Mittwochabend am 20.00 auf Radio 15. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heisst Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Yeeha! Vollgas auspacken, Ich bin im Partyfieber. Partyfieber, Partyfieber. Partyfieber. Wie schön, dass es mich gibt. Ich bin total verliebt in mich und das ist Sterne sagen dir, wer passt zu mir? Bist du ein Krebs oder ein Stier? Und das ist wieder mal gewesen mit dem Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Die Luft, die ich atmen will, du hast den Duft, der riecht wunderschön und auch dein Herz schlägt in meinem Beat. Ich hab dich so unendlich lieb. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ich hab dich so unendlich lieb. Es ist Samstagabend und die Dinge stehen schlecht. Ich bin auf der Suche nach dem weiblichen Geschlecht. Am Wochenende hat man in der Großstadt seine Not. Zu viele Jäger sind der Hasentod. Mir bleibt nur noch eine Chance. Hinein ins Auto und ab in die Provence. Mit meinem Nobelhobel geh ich auf der Autostrada. Einmal kurz aufs Gas und schon bin ich da. Ich betrete voll Elan den Tanzsalon. Eingehüllt in eine Wolke Petralon. Weil es bei den Mädels tilt ist, wenn man riecht, als wie ein Iltis. Ich bin der Märchenprinz, Mama, Märchenprinz. Ich bin der Märchenprinz, ich bin der Märchenprinz, Mama, Märchenprinz. In der Provinz bin ich der Märchenprinz. Mama, beim Vogeltanz bin ich die Nummer 1. Da im Disco-Stadel regiert der Furchenadel und der Landmann schwingt sein strammes Fadel. Doch die Girls von der Heide sind eine Augenweide. Und ich frage eine Prinzessin, ob wie wär's denn mit uns beide? Das kostet mich 5 Tequila. Ich bezahl und fort ist die Ludmilla. Dann geh ich zur Trixi und sag, trink mal schnell an Wixi. Doch leider hat der Norbert die Trixi grad in Arbeit. Und auch bei der Babsi, bei der Zenzi und der Greta hab ich keine Meter und es wird immer später. Da ist nur mehr die Dorli. Ich geh zu ihr und haus jetzt hart ins Ohrli. Ich bin der Märchenprinz, Mama, Märchenprinz. Ich bin der Märchenprinz, ich bin der Märchenprinz, Mama, Märchenprinz. In der Provinz bin ich der Märchenprinz. Beim Vogeltanz bin ich die Nummer 1. Da sagt die Pomeranze, hör sich's nicht, dass ich tanze. Und gegen meinen Yoshi hast du niemals eine Chance. Drauf sag ich zum Yoshi, Junker der Provinz. In diesem Disco-Bunker bin ich der Märchenprinz. Drauf haut mir doch der Yoshi eine auf mein Großstadt-Goschi. Ich verlasse die Disco, denn der Yoshi ist ein Mörder. So ein grober Lacke, als er eingesperrt gehört er. Ich starte den Boliden, da hör ich den Befehl. Her mit den Papiere und bloß noch so was schnell. Wo